Nazareth oder sie stappen nach Bethlehem. Wenn einer denkt, vandaag und heet to lanne hiefet kein Nazarethkes und kein Bethlehem, nicht Maria und Josef und gar keine Scheipers und Schope, dann hef es sich verdorn. Ja, der Herrgott hege wo überall op de Welt kommen konnt, auch bei us. Aber dat mit den Stall und dat graute Wunder, dat is in heilige Land passiert. Und so is in heilige Land wöhn de Menschen so es überall und immer. Und auch vandaag noch. Da küren sie just es bei us und han graut Wort und sagen, kann dann ut Nazareth wohl wat Gutes kommen? Nee, sagen sie. Da wohnt allerhand rohr, tautrocken Volk, Scherenschlepers, Pluddenpötkers, Utlenners und Anapack. Nee, wat ut Nazareth kümmt, dat döch nie. Etwas güst es bei uns. Apat, wo Schatten is, doch hilft auch Licht. Und dat was in dat kleine Kämmerken, wo Maria und Josef in de Höhe trocken wöhn. Josef was al wat öller und lange mit Maria versprochen, ein proper, fein Wichtgen. He was Timmermann und ha sich dat alle Hührhus an de Eggekante in d Feld so nah und nah wie upmöet und trechte timmert. Ein Stücksken Land hörte dort tau. Und Maria pudderte in de kleinen Körkes, Gemüs und Blaumen, Lebkuchen und Reseda ha sie am liebsten. Apat, de Löhe, da han alltät wat do quatern. Dat Hissen und Tidden honk ejol weder und de Mannslöhe wollen Josef irgern und sagen, Josef, wie hebt die alltät für'n klauken und vernünftigen Mann holen? Wat wusst du mit so ne Blage vom Wicht? Maria is ja noch mal ein halb Kind und heft doch von Töten und Blasen Kind spür. Und damit ihre frommen Sprüchskes und Psalmen. Mann, oh Mann, Josef, da kannst doch den Pott nicht mit an Brillen holen. Josef schwieg. Moch se leive nicht viel würde. Wo konn he dann Jan und dann in Napp hangen, wat der Engel ihm bestellt ha? Nimm Maria bei die up. Dat ha der Engel to ihm sicht. Et lude ihm alltät in die Ohren. Ob auch Engelstungen können de Quarterie in Nazareth nicht stören. Erst recht nicht, es die Leuche wahr würden, dat Maria wat Kleines verwortere. Doch nesen sie da noch mehr. Und Löhe können muss die nix maken, sich Maria zu Josef. Die Löhe willt wat to Quatern hemmen. Sie kijkt een in Gesicht, men nicht in Tiert. Ja, dat stimmt ihr wohl, sagt Josef dann mangs. Et is mir abatto wehe und harre in de Kante, dat se die und den Kind so minächtig maget. Wat wiet die Löhe von dat Kind, Josef? Wir sind doch güst so einfache Menschen es alle heje to lanne. Lot se doch köhen. Ich sind doch frien, dat wie use Hochstand hebt. Maria muss über Josef seine große Gesicht lachen. So, knurrte Herr, und wat helpt us dat to Hose, wenn wir güst no in de Fremde müt? Josef was richtig verdreht. Dat is Gottes Wille, sich Maria sagte. Da schauf Josef, dat Löhekühen und all de dürstige Quarterie in de Norberschub besäte und vergat de enge Behelperei und an Zierlichkeit und gaf sich dran to packen. He krieg den Rucksack wehe für'n Dach, wo he andere Jahre was mit up Wanderschaft trocken. Und stoppere all dat Neidigste drin. An Dreuch und Natt. Dreuge Mettwürst hören de to. Auch ein Stückchen Schinken und sogar an Kanten Knochen hat Nagelholt von letzte Schorbschlachten. Etwas so viel Kram, dat Josef noch wat in blaukareierte Lindendaug knippen muss. Maria mende, et wö übertrieben, so viel irten wirks mitnehmen. Sie kriegen doch genau wie die Verwandtschaft in Bethlehem und unterwegs wohnen noch ein paar Freunde. Nee, sagt Josef, floht ihr nicht up andere Löhe. Und wenn et noch so dicke Freunde sind, weiß ihr wohl, Freunde in den Naut hort 100 up en Laut. Maria wusste das so gut. Aber sie wohl Josef all dat Tonnen und Schlüren nicht an Zins sehen. Wenn Josef leiht sich nicht davon abbringen. Maria mende, dat neidigste würde doch gut stehen für dat Kind, wenn up de Welt kam. Wickeldeuker, Himtkes und Gäckskes müssen mit. Nicht do verhirtenen warm wohl Umschlagdaug. Maria hat alles trechtelicht. Etwas nicht überwendig viel.
Met alles was proper und frisk. Ut den Bausen hol Maria non Bülken mit dreugen Fenkel. Lütke Kinder han oft Leefbeine, dat wuss Maria wohl. Und sie woll ihr Güngsken, Waren und Hutken und Dutken. Nix soll dat Kind feilen. Dat dachte auch Josef bissig. Er stopperte noch stilkes ein paar selbstgestrickte Söckskes und wie de Schorb-Wolle in sin Rucksack. Er ha se stricket, ohne dat Maria et gewahr worden was. Und in een van de Söckskes verstoppere he nütlich hölten Reppelken, dat he in de Wirkstier schnittget ha. Et was kein Kunstwerk, dort wöhnt sine Timmermans Hände doch roff. Over he Mende wör dat feine, dünne Stielken mit dat Köpken drup gut geraun. He knöchelte in Sickerin und freute sich all ob de Stunde, wo he Maria und dat Güngsken mit dat nütliche Kiefsel en Placer maken kon. He wuss noch gar nicht mehr, worum sich so ärgert ha, es de Oder von Kaiser Augustus kommen was, wenn he man Piet und Wagen ha. Ach, he ha nicht essen Ossen or n Igel. Und wat Outlien in de Noverschop? O Herr, damit block ihm nicht doch kommen. Et was n misslichen Kram, was et, ja. Und sommerdags, wat dann? Dann he je gar nicht afkommen konnt, wie all de viele nur Rigge up'm Acker. Und auch die Timmerie was sommerdags drücker. Nee, et was doch bitter. Überhaupt, sommerdags ha der Kaiser nicht ein Halbscheid von sin Volk up'm Pad kriegen konnt. Alchanig be all dat jen Hagel für de Porten und echter de Wallhiegen. Die meisten han sie gar nicht oder unter falschen Namen an Amt anmeld. Wenn die Polizei alles do wieden krieg, wat sich da so für sich kong, dann ha de Galgen gewiss no drocke Tät kriegen. Josef, wat hast du doch simulieren, vroeg Maria opmal. Sie stond völlig andrücken vor ihm, es he und seine Gedanken upschrück. Gauwe kreppere he de Dürtau und schlauch den Pucken up'n Nacken, dann nahm he Maria bei de Hand, keek noch lück wehmüdig in dat lütke verschnierte Gürken herin und sag, in kurz Namen, Lottes Gorn. Amen, sagt Maria, und sie stappten af nach Bethlehem.